Weil, ja, schlussendlich hat nur ein Pokémon carried. Der Man, der Myth, der Käfer. Yo! Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und zwar wieder mal etwas ganz Neues, und zwar in Good Old Bugcatcher Challenge. Die Frage ist, kann man, oder besser gesagt, kann ich Pokémon Blattgrün mit nur Käfer-Pokémon gewinnen? Ja, ob es möglich ist, das werdet ihr am Ende des Videos sehen. Ich bin kein Pokémon Challenge Runner oder kein Speedrunner oder was auch immer, darum mal eine easy Challenge zum Starten. Die Regeln sind auch pretty easy, und zwar ja, Käfer-Pokémon sind erlaubt und Pokémon zusätzlich für HMs, oder wie sie auf Deutsch heißen, VMs sind erlaubt, wie Surfer, Fliegen und so weiter. Weil sonst wäre die Challenge unmöglich, weil kein Käfer-Pokémon Surfer kann lernen. Genau, ja, wir spielen eben Blattgrün und wir haben uns schon eingerichtet, wir nennen uns selber Brick, wie es sich gehört, und unser Rival hat nur komische Namen zur Auswahl, darum müssen wir ihn halt wohl oder übel einfach Blau nennen. Oder Blue, wie er in Englisch genannt wird. Aber ja, genau. Eben zur Challenge, es wird nur Käfer sein. Ich mache mal mit Items im Battle, mit Overlevel und all dem Zeug. Ich habe noch nie einen Pokémon Run gemacht und ich bin ziemlich gespannt, wie das laufen wird. Und Käfer ist wahrscheinlich der schlechteste Typ. Da sehen Sie gerade, wie ich im Internet suche, welches Pokémon am besten ist für die VMs, von den Starters her. Nicht, dass ich es fangen muss und nachher wieder entlassen. Aber ja, ich wähle schlussendlich nicht Bisaflor, sondern Shiggy und nenne es ganz liebevoll HM. Ja, das M ist schwierig. HM Man. Weil er ist auch der Man für die Challenge. Genau, und dann schlagen wir mal schnell unseren Rival damit. Der einzige Battle ohne Käfer. Wir gehen gerade Käfer fangen. Zuerst mal das Raupi, zack, wie es sich gehört. Und als zweites wird natürlich nach dem Raupi ein Hornleon angefangen. Dann haben wir mal die beiden klassischen Starterkäfer. Kein Spitznamen, ich mache das irgendwie nie, außer der HM-Man, weil der muss natürlich. Der nächste Step, schön aufleveln. Dass ich immer ein bisschen eine solide Basis habe, weil Kokuna ist auch nicht wirklich das Stärkste. Yes. Level 10, gerade mal beide entwickeln. Ja, Kokuna zu Bibor und das andere zu Smetbo. Dann machen wir gerade nochmal den Rival Battle, um zu schauen, wie stark er schon geworden ist. Aber das ist eigentlich kein Problem mit Kokuna und Bibor. Nein, mit Smetbo und Bibor. Vor allem Konfusion ist early schon recht solid. Und ja, Smetbo allein nimmt schon beide. Dann gerade weiter gegen den Rocco. Und genau, das ist steinharte Verteidigung gegen meine Käfer. Das Kleinstein ist nicht so ein Problem, aber das Onyx, das ist das, was uns Mühe macht. Genau, aber ich habe es nochmal versucht und manchmal denkt man auch verhärtner beim Kleinstein, weil er kann keinen Steinangriff, sondern einen Tackle. Das heisst, wir können unsere Defense richtig hoch rauf tun und dann macht es keinen Schaden mehr. Das Gift wird dann langsam auslöschen und dann bringt das sein eigenes Härtner nichts. Was noch nice ist, Gift killt ihn dann und dann kommt Onyx rein, wo wir auch schaffen zu vergiften. Und dann versuchen wir einfach mit Furieschlag die restlichen bisschen Damage noch zu bekommen. Wir haben auch Glück, Onyx ist fast nie für Rock Tomb gegangen, Felsgrab, und Smetbo besiegt es dann schlussendlich.
Yes, das ist der erste Ort. Nice. Und es ist ziemlich gut gelaufen bis jetzt. Noch keine Challenge. Nachher auch recht solid bei Bohr und das Metbo bis jetzt. Ja, wir gehen weiter. Fangen uns Paras ein. Natürlich kein Spitzname, aber das ist unser neuer Teammember. Welcome to the Team Paras. Und gehen wir gerade weiter zu der Misty, zweite Arena. Paras ist dort recht gut mit dem einen Pflanzenangriff, den ich ihm geben konnte. Und ja, die beiden Trainer nehmen wir easy. Und dann gehen wir gerade mal schauen, ob wir auch schon die Misty besiegen können. Aber Starmie ist einfach recht tanky, auch Kugelsaat, wie ihr seht, macht fast kein Damage. Darum gehen wir gerade den Rival fighten. Tauboga ist schon ein bisschen mühsam, wir switchen. Wir schaffen es mit Giftpuder zu hitten, besiegen es. Und als nächstes kommt Radfratz rein, wo wir ebenfalls mit Bibox schnell besiegen. Und gegen das Abra, das noch nicht kann, no problem. Den merkst du schnell runtertatschen. Und ja, das Bisasam schaffen wir, weil es im Paras einfach kein Damage macht. Schlaft zwar die ganze Zeit, aber mit der Zeit habe ich es dann doch besiegt. Und so habe ich auch den dritten Rival schlussendlich besiegt. Yes. Dann gehen wir zum Bill, der sich in ein Pokémon verwandelt hat. By the way, funniest shit I've ever seen. Und wir zurückverwandeln, wie es sich gehört, weil wir ein guter Mann sind. Und Erwin Ehrenmann gibt das natürlich das Boot-Ticket. Zurück zu der Misty, wir sind ein bisschen gelevelt in dieser Zeit. Und jetzt mit dem Level Advantage oder mit dem höheren Level schaffen wir auch Starmie schlussendlich zu besiegen. Perfekt. Zweite Arena-Orde ebenfalls in unserer Hand. Es könnte nicht besser laufen. Ausser, dass ich keine Ahnung habe, wo es durchgeht, wie ihr hier seht. Ich glaube nicht, wie oft ich falsch gelaufen bin. Ich habe das Spiel halt schon ewig nicht gespielt. Aber ich habe es dann schlussendlich doch mal aufs Boot noch geschafft, MSN, wo wir dann ebenfalls nochmal unseren Rival aufsuchen und nochmal challengen. Oder besser gesagt, er challenged uns. Genau, er hat sein Tauboga wieder, wo ein bisschen mühsam ist. Das wird auch im Verlauf der Challenge immer wieder mühsam sein. Aber mit Gift sollte das eigentlich lange, um es zu besiegen. Kadabra mit Duonadel, Two-Shots, richtig nice. Das ist überhaupt nicht tanky. Ja, Radikal nehmen wir ebenfalls. Und fürs Pisaknosp haben wir ebenfalls wieder einen langen Stall-Battle, wo wir uns die ganze Zeit sleepen und paralysieren und was weiß ich. Aber irgendwann schaffen wir es, auch das Pisaknosp zu besiegen. Easy. Das ist schon der vierte Rival. Haben wir in dem Fall ebenfalls gezeigt, wo es lang geht, dass Käfer broken sind. Gehen uns schnell zuerst Schneider holen. Und Major Bob ist unser nächster Gegner. Wir leiden mit Smetbo. Mit Konfusion besiegen wir den Voltoball. Pikachu besiegen wir nachher mit Bibor schnell besiegen. Und dann kommt sein Haupt-Pokémon Raichu, wo wir dann mal schön vergiften. Wir haben richtig lucky gehittet. Und nachher tun wir es einfach runtertatschen. Dritte Orde für mich. Let's go! Läuft ziemlich gut. Dann sind wir beim Weiterlaufen in einen Trainer reingelaufen, der mit seinem Magneton mein ganzes Team genommen hat. Ja. Aber wir haben es dann irgendwie schlussendlich auch nach Lavendia geschafft. Wo wir zuerst mal gerade den Rival gefightet haben, weil ich keine Ahnung habe, was durchgeht. Ich bin einfach mal in Pocket Tower rein. Er hat ein bisschen aufgestockt, immer noch das Tauboga, wo mühsam ist, aber noch nicht so stark, wie es dann später wird sein. Vulcano ist noch easy, das wird das mühsamste Pokémon von ihm werden, aber momentan no problem here. Garados ebenfalls noch ziemlich low. Ja, dann Bisaknosp. Man hat zuerst noch das Kadabra, ist natürlich auch immer noch ziemlich untanky. Halten nichts aus und Bisaknosp haben wir auch genommen. Genau, ich bin raufgelaufen und habe gemerkt, dass da ein Geist auf uns wartet, der uns nicht durchlassen will. Als nächstes haben wir dann doch herausgefunden, dass wir zum Giovanni müssen, im Rocket Hideout.
Wir zeigen ihm, dass er überhaupt kein Boss ist und meine Käfer längern, um seine fetten, beefy Pokémon zu besiegen, ohne Problem. Easy. Ja, kläglich versagt, du sagst es, Giovanni. Ja. So, sorry. Die wird nichts mit deiner Verbrecherkarriere. Dann gehen wir mal weiter. Die Erika geht battlen im Gras-Gin. Ich habe gedacht, es wird mal Zeit für einen Orden. Und wir schaffen es auch relativ solid. Vor allem aus dem Grund, dass eigentlich alle ihre Pokémon noch Gift als Zweityp haben. Das heisst, Konfusion und Psystrahl sind recht effektiv gegen ihr Zeug. Das wäre in dem Fall der dritte Orden, den wir haben. Dann habe ich wieder mal keinen Plan, was durchgeht. Da geht es auch nicht durch. Alles abgeregelt. Wir sind wieder zurück. Route 11. Kein Plan, wirklich am Umirren. Bis ich dann herausfinde, dass wir ja jetzt den Geist identifizieren können, weil wir den Giovanni einmal besiegt haben. Und es ist ein Knoga und wir befreien den Herr Fuji. Und wo gar nicht gerettet wird werden. Aber er ist trotzdem ein Ehrenmann und gibt uns Pokeflöte, damit ich immerhin ein bisschen wieder weiss, wo ich durch muss. Relaxo haben wir zuerst battlen und gemerkt, fuck, ich habe nichts von dem Damage gemacht, darum bin ich einfach geflüchtet. Smart. Dann, nächstes Pokémon in unserem Team, Blutzug, der zu Omod wird. Nice, nochmal einen decent Käfer. Dann haben wir uns weiter runtergebattelt und es hat so viele Vogelfänger, die einfach richtig mühsam sind. Meine armen Käfer sind von diesen Flügelattacken einfach demolished worden. Ja, wir haben es nicht geschafft, zu der Safari-Zone, aber zuerst gerade mal healen nach dem painvollen Weg. Blutzug können wir noch entwickeln auf dem Weg zu Omod. Das heisst, wir haben nochmal ein weiter voll entwickeltes Käfer-Pokémon an unserem Team. Dann ab in die Safari-Zone Surfer suchen. Ja, dann musste ich auch googeln, wo Surfer ist. Per Zufall fangen wir einfach noch beim ersten Try, es ist schon Aira. Ich habe wirklich einfach eigentlich durchrennen und aus Versehen den Ball geworfen. Naja, lucky ist man manchmal. Dann habe ich Surfer gefunden und das nächste Ziel ist ein Pinsir noch zu fangen, was es ebenfalls so einen gibt, aber das hätte ich einfach nicht zeigen. Schlussendlich haben wir es dann doch gefunden, schnell ein Futter ans Gesicht werfen und einen Pokéball. Willkommen zu dem Team Carry. Ich glaube nicht, wie froh ich war, also wie froh ich sein werde, dass ich ein Pinsir in meinem Team habe, das wirklich ein sehr solides Pokémon ist. Ja, wir gehen zum Ninja-Meister, wie er sich nennt, Good Old Koga, und battlen dann gerade mal. Mal schauen, was er so kann. Ich schaue ziemlich zuversichtlich in den Kampf. Ja, er schickt mal Smogon rein. Pinsir kommt rein, zack, mit Geowurf fast zerstört. Dann halt Omod reinschicken. Und ziemlich solid mit der Konfusion seine Gift-Attack Monster countert. Das zweite Smogon und Slimemock gehen ebenfalls runter gegen Omod. Und Smogmog killt zwar Omod, aber wir haben noch Smetbo, der ebenfalls Psystrahl kann, wo genug ist, um Smogmog schlussendlich ebenfalls aus dem Kampf zu nehmen. Easy, 4. Orden für uns. Nice. GG Koga. Ja, dann habe ich herausgefunden, dass man ein Velo braucht und ich habe wieder überhaupt keine Ahnung, wo das Velo hast bekommen. Zum Glück gibt es PokéWiki. Yes, Fahrrad. Aha, Azuria City. Und ja, dann musste ich schauen, wo man den Gucci bekommt. Zack, Gucci geholt. Nachher rauf zum Veloladen, Velo geholt. Merci beaucoup. Dann runter mit dem Velo. Und ich habe dann nachher gemerkt, nachdem ich die ganze Veloroute entlang gefahren bin, ich hätte gar nicht da durch müssen. Immerhin hatte es ein paar Trainer gehabt und mein Pinsir ist derzeit schön aufgelevelt. Wir gehen in die Sylph Company, nochmal Giovanni zeigen, wer hier der Boss ist und wer hier nicht der Boss ist, nämlich er ist nicht der Boss. Unser Rival ist per Zufall auch da, der ist auch ein bisschen weniger der Boss, obwohl er uns beim ersten Mal
besiegt. Meine Pokémon sind leider schon ein bisschen angeschlagen gewesen. Vor allem das Pinsir ist angeschlagen, wie wir dann später gesehen werden. Und das Tauboss macht schon mal richtig Muss aus meinen Pokémon. Können es immerhin noch besiegen, aber nachher Vulcano ist einfach genug. Und ja, killt der Rest. Kommt zwar noch bis zum Gyarados, weil Pinsir schneller ist als Vulcano, aber ja. Nicht so. Wir versuchen gerade nochmal, nachdem wir unsere Pokémon gekillt haben, starten ebenfalls wieder mit dem Good Old Omod, vergiftet das Tauboss und nehmen es dann schlussendlich mit dem Medbo raus. Dann können wir das Vulcano schläfrig machen, was dann auch reicht, um es zu besiegen. Pretty solid. Dann Gyarados ebenfalls Go to Sleep. Das Medbo ist da gerade am Carryen. Bibor tut ein bisschen Nadeln auf Simsala rühren, was schlussendlich reicht, um es ebenfalls zu besiegen. Tschüss Simsala. Und er besiegt dann noch das Pisoflor. Ja, ich habe das Ding gar nicht gebraucht, das Pinsir. Aber trotzdem immer schön, das Pinsir noch im Backup zu haben. Ja, tschüss Rival. Ich kann jetzt hier Giovanni zeigen, dass ich der Boss bin. Und weil es er ja nicht geschafft hat, angeblich. So, Giovanni hat das Pokémon mehr als vorher. Nidorino, kein Problem für meine Psy-Attacken. Easy peasy. Dann Rhyhorn wird vom Pinsir schnell auseinandergehauen. Auch kein Problem. Als nächstes Kangama, ebenfalls kein Problem für mein Pinsir. Und Nidoqueen können wir ebenfalls mit Psy-Strahl schlussendlich noch besiegen. Ja. Giovanni, du musst dich einfach ein bisschen mehr anstrengen. Du wirst von 5 Käfer einfach schnell besiegt. Ja, verdammter Mist. Deine Übernahme von Silphcomp ist vereitelt worden. Perfekt. Ja, wir gehen raus und denken, wenn wir schon da sind, versuchen wir noch Sabrina schnell zu battlen. Gumpet und ein bisschen auf diesen Dings rum und keine Ahnung, wie man zu der Sabrina kommt. Wir machen auch Trial and Error, bis wir es dann irgendeinmal mal geschafft haben. Hello there! So, Sabrina Psychic Gym. Ja, gerade Abra ist immer noch einfach noch nicht tanky, sogar mein Parasect langt, um das zu besiegen. Auch Omod, no problem here. Und dann, ja, kommt das Problem. Ihr Simsala ist super stark, wo einfach alle Pokémon von mir besiegen. Ja, wir versuchen es nochmal, einfach das Bibor am Anfang stellen. Und das ist vor allem ziemlich solid gegen die meisten von ihren Psychic-Pokémon. Auch Pantimos, das sie noch hat, ist kein Problem. Vor allem, was das Problem war, ist, Simsala war schneller als Bibor. Darum haben wir jetzt beim Pantimos eine Agilität reingemogelt, so dass wir jetzt schneller sind als Simsala. Und mit Duo-Nadel, weil Simsala ist immer noch nicht tanky, mit Duo-Nadel können wir auch schlussendlich Simsala besiegen. Und auch Omod, der nachher noch kommt, ist nicht so ein Problem. Ja, somit haben wir den 5. Gym Badge. Und nachdem bin ich wieder mal ratlos gewesen, wo der Pyro ist. Ist sogar der 6. Gym Badge. Ja, bis ich herausgefunden habe, es gibt noch so eine Insel, wo wir hinsurfen müssen. Okay, ja, dann nicht lang zögern und zack, gerade mal runter. Wie es gehört, Pokémon heilen. Versuchen wir den geheimen Schlüssel zuerst zu suchen, wo wir literally aus 3 Stücken runtergumpen müssen. Dann haben wir uns durchgepaddelt gegen wahrscheinlich den schwierigsten Arenaleiter im ganzen Run, der Pyro. Was hat er für Pokémon? Natürlich Feuer-Pokémon. Und Galoppa ist so mühsam, weil es schnell ist und einfach alle von meinen Pokémon one-shottet. So, ich denke so, nein, so geht das nicht. Jetzt Battle Time. Pinsir wird richtig aufgelevelt. Und wir versuchen es gerade nochmal, nachdem Pinsir ein paar Level gewonnen hat. Und let's go. Ja. Wir können es zwar einschläfern, weil das Medbon Hit tankt, aber langt einfach nicht. Wir
überlegt uns Schaufler im Pinsir beizubringen, weil das super effektiv ist gegen 4 Pokémon. Und macht das auch. Zack, Schaufler beigebracht. Und ja, es sieht nicht schlecht aus. Wir sind schneller als Galoppa, aber es reicht einfach nicht. Darum tun wir unseren neuen Lieblingsmove verwenden, und zwar Schwertanz gegen das Vulcano, weil das Vulcano tut das noch nicht ganz killen und einmal Schwertanz erlaubt uns einfach alle Pokémon von ihm zu one-shotten mit Schaufler. That's pretty solid. Büro. Yes, Pinsir hätte ich besiegt. So, das ist der 7. Gym-Badge, wenn ich richtig habe. Bill, sorry, wir können nicht mit dir mitgehen, wir sind ganz lieb und sagen einfach nein, sorry, bye bye. Und jetzt habe ich gehört, der Giovanni braucht nochmal eine weitere Lektion. Team Rocket wird nicht wieder, wird nicht wieder erweckt. Wie bist du überhaupt Arena-Leiter geworden als Anführer von einer Verbrecherorganisation? Yeah, who cares? Ich einmal nicht, weil mit Verbrechern machen meine Käfer schnellen Prozess. Rehorns, beide kein Problem für mein Parasect. Dann Nidoqueen ebenfalls no problem für Omod. Und dann zum Schluss bringt dann das Doctory rein. Nein, nicht zum Schluss, aber das Doctory wird mit Solarstrahl schnell one-shottet. Parasect GG, du machst das ganz gut. Und auch das Nidoking als finales Pokémon ist schnell drunter. Ja, Giovanni, ich glaube, geh einfach in eine Rente. Genieß dein Leben, das noch nicht eingesperrt worden bist. Yes, so, let's go. Das heisst, wir haben nur noch ein Rival vor uns, bevor es zu den Top 4 geht. Ja. Genau, er leidet mit Tabos, die man einschläfern kann. Das erlaubt uns, einen Schwertanz zu machen. Stärke lenkt knapp zum Tabos zu besiegen. Aber den Rest können wir relativ solid one-hitten mit Schwertanz. Was ziemlich cool ist. Und ja, da ist der Rival down. Wir werden uns dann wieder sehen. So, ab auf die Ziegenstrasse. All diesen Dudes zeigen, dass ich genug Orden habe. Und bevor wir Top 4 machen, bevor wir überhaupt durch das Labyrinth durchkommen mit dem Ultra Speed, habe ich gedacht, ich tue alle meine Pokémon nochmal aufleveln. Ja, es ist wahrscheinlich die Gescheitschidee, es ist einfach Pinsir sollen aufleveln. Weil, ja, schlussendlich hat nur ein Pokémon carried. Der Man, der Myth, der Käfer. Aber ja, wir versuchen es gegen die Lorelei. Wir haben ein bisschen schlecht aufgestellt, darum verlieren wir es erstmal gegen sie. Vor allem gegen das Lapras. Ja. Aber ja, wir versuchen es gerade nochmal und wir starten mit Pinsir, der gerade mal zweimal Schwertanz macht, um den Attack schön aufzubekommen. Und nachher One-Shot, One-Shot, Two-Shot und One-Shot. Und natürlich Rosanna auch One-Shot. Bruno ist nicht so ein Problem. Vor allem Bibor macht sogar etwas, bin ich richtig überrascht. Schon lange nicht, dass er etwas gemacht hat. Knockjam, zack, bye. Macho Mai ebenfalls au revoir. Und Kikli, dass man richtig den Boden unter deinen Füßen wegfetzen. Und Onyx, ja. Auch du machst mir nicht so Angst. Bruno, GG, never a problem. Aber jetzt kommt das Problem. Agathe. Ja. Gengar ist einfach super müde. Vor allem das Level 58. Das erste kann ich meistens noch besiegen. Der Simon ist noch ungekommen, um uns einen Pro-Tipp zu geben. Ja, du musst einfach overlevelen und dann geht's schon. Wo wir natürlich nicht befolgen. Wir haben, vor allem weil Pinsir halt keinen Attack hätte können, wo es Gengar können hitten, haben wir ihm Felsgrab beigebracht. Und 2 Sword Dances reingefetzt und es hat zweimal Double Team gemacht. Alter, ja, okay. Was denn? Oh Gott. Und Crit auch noch. Aber wir treffen. Oh mein Gott, Alter. Confusion, what is this? So wollte ich den Run sehen. Arbok, zack, down. Ich bin nicht mehr verwirrt. Und das zweite Gengar killt das so knapp nicht.
nicht und wir hitten und ist down und Apollo hat gedacht, nach dem Glück bringt er sich selber um. Tschüss. Was nice meeting you. Perfect. Agathe down und ab zum Lance, wo es ja auch ein bisschen das Problem ist. Gyarados eigentlich kein Problem. Aber nachher kommt Aerodactyl rein, der leider schneller ist als Pinsir. Wir geben ihm alle Sonderbonbons, die wir haben, um zu schauen, ob das reicht. Aber schlussendlich merken wir, Gyarados no problem, aber Aerodactyl ist immer noch schneller und greift zuerst an. Darum geben wir einfach das X-Tempo, weil wir kein Pokémon-Runner sind und kein Pokémon-Challenger und es ist einfach schlecht und ich keine Lust mehr habe zum Leveln. Und mit X-Tempo und 2 Schwertern sind wir schneller und haben genug Attack, um sein Team auseinanderzunehmen. Perfekt. Jetzt wartet eigentlich nur noch der Blue auf uns. So, let's go. Mal schauen, ob der Kampf gut wird rauskommen. Wir starten wieder mit Schwerttanz und starten mit Sandwirbel, was mühsam ist. Und Felsgrab lang immer zum Skillen. Immer in Stärke. Dann ja, Rizeros macht Grimassen und ist dann schneller als wir und killt uns. Wir können es zwar noch mit einem Parasect besiegen, aber nachher kommt the worst nightmare in ein Arcani, der einfach Flammenwurf schnell alles macht und unsere Käfer verbrennt. Sad. Let's try this again. Wieder schön mit Schwerttanz, Arrow Ace, Schwerttanz und was macht er? Critted. Bye. Ja, egal. Wir haben es noch ein paar Mal versucht, wirklich ein paar Mal, bis wir es dann mal geschafft haben. Ebenfalls, wir kommen vorbei, auch am Rizeros kommen wir vorbei. Dann geht es weiter. Das Arcani besiegen wir leider nicht mit dem Durchbruch. Und that's down again. Egal, neuer Versuch, neues Glück. Ja, wieder zweimal Schwerttanz. Der Kit von Arise, nochmal Schwerttanz. Dann Felsgrab hittet, killt den Tauboss. Dann Rizeros wie immer, kein Problem. Durchbruch, easy, perfekt. So, dann kommt das Arcani, wo wir einfach einen Lucky Felsgrab hitten, mit treffen. Das ist gut. Dann beim Bisaflor nochmal ein Schwerttanz, es geht für Sonnentag. Und mit Stärke längt es dann perfekt zum Auseinandernehmen. Simsala ebenfalls und Gyarados geht down. Pinsir hat den Fight wirklich schön carried. Ja, yeah, und that's it. Wir sind Champion. Blau, wir haben dich besiegt. Woo! Yeah, das ist meine erste Pokémon-Challenge und mein erster Pokémon-Rundown. Ich weiss, er war nicht wirklich so hart gewesen, wie vielleicht andere, die man findet. Aber er hat einen Haufen Spass gemacht. Und wenn ihr wollt, ein bisschen mehr muss leiden oder ein bisschen einen härteren Run habt, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne hättet. Oder vielleicht auch etwas Kreatives, das euch einfällt. Mir hat es Spass gemacht, ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.